Was ist das Dümmste, für das du je Geld ausgegeben hast? Fußballschuhe, ich habe 20. 20 Paar Fußballschuhe. Genau. Salamander miteinander, hier ist der Lionel. Ich bin hier in der wunderschönen Stadt Zürich und habe eine ganze Palette an Fragen vorbereitet. Los geht's. Was ist das Dümmste, für das du je Geld ausgegeben hast? Vielleicht für Games. Was hast du denn für Games gekauft? Ja, so Skins für Fortnite zum Beispiel früher. Oh. Wo ich jetzt eben nicht mehr game zum Beispiel. Ja. Überteuerte Schuhe. Wie viel haben sie gekostet? 800. Was sind denn das für Schuhe? Ja, das waren so Overknees. Stuart Weitzmann Ja. ist ein Designer. Schöne Schuhe sind immer noch toll, aber würde ich nie wieder mehr machen. Vielleicht als Kind mal für etwas einen Scheissdreck. Was nochmal? Als Kind für etwas Unnötiges. Ich habe verstanden, du hast für ein Kind Geld ausgegeben. Hä? Fußballschuhe, ich habe 20. 20 Paar Fußballschuhe. Genau. Aber ist das normal bei professionellen Fußballspielerinnen, dass sie 20 Paar haben? Nein, eben nicht, darum. Aha, Das ist ja. unnötiges Geld ausgegeben. Getraust du dir, uns deine letzten Twint-Bewegungen zu zeigen? Das ist das gewesen. Und ansonsten auf dem Handy, hast du das Handy gerade dabei, willst du es uns zeigen in die Kamera? Sehr gute Performance. Hier von meinem Vater habe ich heute 70 Franken bekommen. Das ist Sackgeld, halt eigentlich früher. Ich habe ihn gefragt, ob es mir auch ein bisschen früher gibt. Es ist im Coop. Account gesperrt. Okay, was hast denn du gemacht? Nehmen wir an, du bist im Restaurant mit 3 Freunden, du zahlst 60 Franken mit Twint und teilst den Betrag direkt auf. Wie viel muss dir jeder zurückgeben? Also regulär aufteilen? Ja, voll. 15 Franken. 3 Freunde, 60 Stutz. Oder 3 Freunde? 20 in dem Fall. Super, genau. Übrigens ein Easter Egg, wenn du das Handy schüttelst, Ja. dann wird der Betrag zufälligerweise aufteilt. Also vielleicht kriegst du dann mehr als 40 zurück. Ist das so? Ja. Ah, Das ist mega lustig. Okay. Keiner kennt es. nein. Twint, das ist etwas sehr Schweizerisches. Wenn du es einem anderen Land empfehlen würdest, welchem und warum? Ich glaube, Deutschland hat so etwas nicht. Deutschland vielleicht. Deutschland. Wieso? Weil Deutschland, was das Finanzielle, also was die Entwicklung so angeht, sind die extrem zurückgeblieben. Also ich bin total begeistert von Twint. Das ist das Beste, was es gibt. Fast alle in der Schweiz haben ja Twint. Wenn du jetzt jemandem, der nicht aus der Schweiz kommt, Twint erklären müsstest, welche 3 Adjektive würdest du für das benutzen? Ich denke, es ist praktisch. Schnell. Schön. Schön, das ist schön, der Twint. Ey. Praktisch, effizient und schnell. Kennst du Twint Plus? Auch nicht. Es ist mega die Empfehlung. Die wenigsten Leute kennen es, dabei ist das eigentlich das Highlight. Weil dort kann man zum Beispiel die Parkuhr bezahlen, es gibt mega gute Superdeals, das heisst, Sachen werden vergünstigt angeboten. Man kann eine Handyversicherung abschließen, man kann andere Versicherungen abschließen, man kann zum Beispiel für gute Sachen spenden, man kann Gutscheine verschenken und so weiter und so fort. Super Deals, Essen bestellen, Kaffee bestellen. Du kannst auch spenden für gute Sachen. Wenn ihr mir eine Quizfrage stellt und ich sie nicht beantworten kann, dann spende ich nachher auf der Twint-App 20 Franken für einen guten Zweck. Ihr könnt auch schnell austauschen, ich gehe extra weg, dass ich es nicht höre. Ich komme gerade wieder. Ich weiß was. Okay, er hat etwas, also ja. Wann habe ich Geburtstag? Okay, also meine Chance, dass ich es richtig habe, ist 1 zu 365. Heute. Nein, 1. Juli. Okay, ach Mann, oh nein, also ich muss 20 Franken jetzt spenden. Geil! Okay, super. Spenden, hä? Da, Spenden. Also, was wollen wir? Soziales, Entwicklungszusammenarbeit, Gesundheit, Tier und Umwelt. Machen wir Tier und Umwelt? Ja. Okay, also ich mache hier Tier und Umwelt. Pro Natura. Ja, voll. Okay, also hier. Jetzt spenden. Mache ich da bitte, bestätigen Sie die Zahlung. Sehen Sie das beide? Ja. Okay. Jetzt habe ich wegen eurer Frage müssen 20 Franken spenden. Was ist dein Ziel nächstes Jahr? Mein Ziel? Ja. Ich denke, mein Studium bestehen. Und wenn es möglich ist, ich habe jetzt ja da eine coole Austauschstudentin, ich würde auch gerne einen Austausch machen. Unbeschwert wie bis jetzt weitermachen und das Leben nicht zu ernst nehmen und immer schön viel Spass haben. Nicht so viel Geld ausgeben. Oh, okay. Geld sparen. Oh Gott, ist das wegen der Inflation oder warum? Eigentlich, früher habe ich viel mehr Geld gehabt, ich habe immer gespart und so. Und jetzt, wenn ich das Geld habe, dann gebe ich es immer direkt aus. Zalando. Oh, nein, ist wirklich die Jugend. Nein, Spaß, Entschuldigung. Das war es mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Und wenn ihr Twint noch nicht kennt, dann ladet es euch einfach ab und öffnet insbesondere mal einfach Twint Plus und stöbert ein bisschen was man dort alles machen kann. Es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Bolognese.